Guten Morgen alle. Ich heiße Ihnen hier alle herzlich willkommen für diese Morgenbotschaft. Und wir wollen Ihnen noch wieder gehen in eine Beipredigt. Das wird die 27. Part sein. Von Matthäus 6, Vers 19 bis 21, weil wir uns von der eben kicken. Und so lesen wir mit mir mit. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt je nicht Schatze ab ihr, wo Matten in der Rast die abfreten, in der Stelle anbrechen in der Stellen. Aber sammelt je Schatze im Himmel, wo Matten in der Rast die nicht verfreten, in der Stelle nicht nur gruben in Stellen. Wenn's wo je Schatz ist, du wat je hat auch sein. Wollen wir Gebet anfangen. Lieber Gerecht davor, wir kommen hier für dich und wir danken dir für diesen Morgenstunden. En voor die woord en voor die grote genade wat die over ons has. En dat we kan hier zo in vrede opkomen. En in die woord aankijken. En Herr, wanneer dat niet wird wegen die woord, dan wordt we niets weten van die. Dan wordt ons niet verstand, zich zelfs en God merken. En zoals dat also verten heeft. En dan wordt we irgendwas doen, wat we ons zelfs in ons kop opgeschustert hebben. En wat later aufgeht wordt zijn. Aber Herr, die in deine Genade hast uns dein Wort hinterlassen. Und auch nicht mal bis dort, die hast uns dein Geist auch noch gegeben, und dass der Geist uns hat offenbaren hat. Und die ändert uns, und die dat uns hat offenbaren. Himmlischer Vater, das kann so ein kleines Verstand, das einsehen, erst nicht begreifen, wofür wird das ist. Aber danach danken wir dir dafür, dass dir das dort getan hast, und dass dir das dort gewollt hast. Und deswegen werden wir uns die tevreden. Auch wieder mit uns sein. Und dass die musst diese Stunde sehen, den Wort sehen, dass uns das macht im Herzen gehen. Und dass wir immer ein geraderes Verständnis kriegen davon. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. So, wenn Jesus hier sagt, sammelt ihr nicht Schatze, aber ihr. Wo Matten in der Rast die abfreten, in die Stelle anbrechen, in die Weichstellen. Nou, hier sind sehr viele Auslegungen über all die was, über das, wegen Schatze sammeln hier bei ihr. Und viele auch falsch ausgelegt. Das ist ein Beispiel. Du hast eine Person, die erst gesehen worden, der hat hier Dinge gesammelt und dann stofft die. Und dann wurde vielmals gleichzeitig gesagt, was hat den dann nie gehalten? Was hat den dort gehalten? Die nimmt sich nicht mit. Weil wir müssen aufpassen, wo wir von uns dort reden dann. Da wir nicht eine falsche damit in eine Fühlheit geraten. Das handelt sich nicht dass das arg ist, wenn Menschen sich hier was schaffen. Das handelt sich wo uns hart ist. Das handelt sich woran wir uns Dinge schaffen. Für was soll das gehen? Und das will wir von dir mal ankicken. Da wir uns nicht kassen so allein. En dadurch wel een groot haben Gott für uns top sammeln, dass wir uns wel mehr an Gott fallen über das, was wir nicht wollen, und wir wollen noch nicht die Vielheit unterstützen. Wir wollen noch nicht ein schlafet versiegendes Leben unterstützen. Dort haben wir auch gesagt, wie viel Leiden dort mit sich bringt, das, wenn Menschen fühlen sind. Wir wollen das in den Kontext von der Schrift, weil wir das ausleihen. Und so deswegen müssen wir kicken, was ist dort ein Schatz sammeln im Himmel? Mit was sammeln wir einen Schatz im Himmel? Wo arbeitet dort? Ein so eine Fall, das dort fängt wir in Matthäus 19. In Matthäus 19, Vers 21. Das ist, wo die Jüngling in Jesus kämpft. Und er fragt Gott am Meister, was muss ich tun? Like, hij gelooft dus wat Gott in arm en hij gelooft als een stom wat Gott te doen. Dat is niet hoe ik te zeggen wil onthouden, maar ik wil op de antwoord wat Jesus aan de jef onthouden van delen. Bloos omdat we dat verständnis hebben, wat jef ons een Schatz im Himmel? Wo kommt dat we een Schatz zu haben? En de 21. Vers is dit. Jesus zei te hem, wanneer die was volkomen zijn, dan go en verkoop wat die has en jef dort voor de armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann fällt mir nur. Also, lass doch mal los, was du hast. Jef die Arme dort. Lass andere Menschen du mal genannt von haben, was
wat die het gesammelt hast, dat ist dein Schatz im Himmel. Like dat andere dat mal nutzen kann. Ich weiß nicht, was das sein mag. Like da mal irgendwas so, wat andere auch wat halb. Dat is een Schatz im Himmel. Die hast wat, waar we dit in denken, wat Jesus sagt, alles wat je meine geringste gedaan hat, dat hij je mij gedaan. En zo, da waar we denken, wat geeft ons een Schatz im Himmel? Dat is niet dat wat we voor ons doen. Dat is dat wat we voor anderen doen, anderen methalten, anderen geven, dat geeft ons een Schatz im Himmel. En Jesus sagt, du, als geen stiller wat, du nu grobelen dat niet dat, du zijn keine matten wat dat vervreten doen, dat blijft je door sicher. En noch eine Schrift steht, wo wir, du kannst berufen, das ist in Lukas 12, Vers 33 und 34, wo Jesus sagt, so, das Gingling, hij glaubt, hij weer vollkommen, en dan sagt Jesus zu denen, verkauf alles, wat du hast, en gef die Arme dort. Like, das vollkommen sein, nicht? Aber hier in Lukas 12, Vers 33, hier sagt Jesus noch weiter. Er sagt, verkauf, was die haben, und gef auch die Arme. Verkauf, was die haben. Was meint das verkaufen? Dort, was wir von der ersten Tag nach verkaufen, und kaufen dort als so, ich verkauf dort, ein futzes Geld in uns sein. Aber was würde ein biblischer sein für uns sagen vom Verkaufen? Wenn Jesus sagt, kauf von mir mal in Honig, in sonst. Kauf von mir, ohne Geld. Was will uns damit sagen? Sie, der biblische Sinn von Verkaufen fährt erstmal los. Like, just let it go. Like, übergib Gott dort, lass das bloß mal gehen. Sieht nicht gitzig mit dort, das Bruder Hermann hier hat. Der Gitz, kriegt so euch es oft ja da rein. Und so, wenn ich sage, verkauf, was die haben, und gib auch die Arme. Verschaff jemand Geldtaschen, die nicht alt waren. Ein Schatz im Himmel, der niemals aufnimmt, wo die Stehler nicht bekennen und die Matten nicht freten. Weil wo ein Schatz ist, wird ein Hort auch sein. Und andere wird das verkaufen hier, so das ist einfach gut. Die Dinge nicht so haben, dass, okay, das meint, das muss ich gehalten, ich kaufe mir einen großen Zeef, wo die 5 große dicke eiserne Dären sind, wo ich erst mal ein Klavier mit durchgehen, das bewahrt mich für mich selbst, das meint. Das muss loslassen. Das habe ich nicht mal, das dort so beschlossen, das ist nicht meint und das lässt ich nicht los. Wenn sie sagt, wo ein Schatz ist, du wirst ein Hort auch sein. Wenn's von was Jesus hier reden hat und was wir wollen in Kontext nehmen, und wir wollen keine Fühlheit unterstellen, wir wollen keinen Schlafet unterstellen, wir wollen, was die Bibel ganz in Kontext, was die Bibel ganz in Kontext davon redet. Das ist, wo wir wollen angucken. Wenn es von dort geht, bloß für mich in richtigen Typ zu schaffen, dass ich für mich, dass ich lang Frieden habe, und dann kann ich August hier bereisen, und mir die nicht sagen, dort ist ein Schatz sammeln hier bei ihr, wenn es dort geht, bloß mich. Aber wir müssen lieber gucken, wo wie die Ökonomie werden kann unterstützen, wenn wir nicht biblisch stehen. Das ist, das Mann in Lukas 12, Vers 16, wo das anfängt, wo Jesus selbst von redet. Das wir so was nicht die Local Economy unterstützen deit. Das ging bloß am Arm. Bloß heu will das gut haben. Warum hören wir das du sagst? Und hij vertelt ihm ein Gleichnis. Das sagt Jesus, der vertelt ein Gleichnis. Und sagt, du wie ein reicher Mann, der von seinem Land eine große Ernte gekriegt hat. Und hij dacht bei sich selbst, was hij tun soll, wenn hij hat nicht genug Speckerin, der Ernte nan te bringen. Dann sagt hij, dit is wat ik doen wil. Ik wil mijn spekkers doelbrengen in Geraterburen en door banen waar ik al mijn getrei en mijn zaken hol.
Und dann, wo ich wie eine Säule sein soll, du hast für viele Jahre einen großen Verrut abgespeckert, nu sie ruhig, atmen drängt und sie mutig. Gott übersetzte an, du nur, diese Nacht wird deine Säule von dir gefordert worden. Und wer wird dort dann kriegen, wo die wachgelegt hast? So wird es mit einem jeden gehen, der für sich selbst ein Schatz wachlegt und über für Gott zu besäunen nicht recht ist. So, was wollen wir von denen lernen? Das Mann, der wir sagen Gott auf, der hat nicht mal Ruhm für sein Haben Gott. Aber wenn er selbst will viel sein, wenn er selbst will nicht ruhig sein und nicht mal schaffen, dann will er das alle für sich halten. Er gibt nicht nur Raum an der Local Economy. Er gibt nicht nur Raum, um dass mehr Menschen Raum haben, das auch sollen genießen. Und es steht, dass er damit will wieder schaffen, was Gott damit gesehen hat, will er das bis abbewahren und will das für sich selbst brauchen. Now, aber jemand lieber hineinkijken, ist das was fremd manch uns? Haben wir einmal so beleefd, dass Menschen gründlich so jitzig sind und so heran seine Geld. Die haben Geld, aber die haben das so plitsch für sich selbst allein, die luten dort nicht in ihre Gegend anwenden. Aber dann hast dich, dann hast du eine Gelegenheit, dass heute so, wo so er sich Geld merken kann. Wenn sie das tun holen, dann können sie unten schaffen, unten sich anstrengen. Da wollen sie so und so viel Geld kriegen, was Leute hier Licht führen ist. Sind jaftet nicht mal, aber die Ersten, die kriegen einen großen Klappen Geld. Und dann kommt dort von Tag, wie viel Geld in dieser Umgegend wirklich ist. Hier ist so viel Geld in dieser Umgegend, wo er wird so Verstärkung geholt. Und die wollen nicht ihre Nubers looten, du mit schaffen, weil sie das selbst nicht wollen brauchen, und sie ihre Nubers gern sie das auch nicht. Gott hat einen anderen Weg, da wollen wir die Schmulsass für ihn geben. Das Mann, ich will mal kicken, was tut das Mann? Der will nicht seine Nubers looten und Genoten davon haben, was er gekriegt hat von seinem Stab. Dort er für sich abspeckern. Now, wenn wir wollen kicken, was ist ein Schatz sammeln im Himmel, dort ist, wenn wir andere Leute was zukommen, wenn wir andere was gern, wenn wir was ewig haben von anderen. Und das ist die Economy von der schon Tag dreht, haben wir uns in ein capitalist System. Das ist ein Ding, wir sind nicht unter Kommunismus, wo wir unter Druck sind von der Regierung, dass die Person so viel kostet, dass jemand die aufteilen. No, wir sind in einer freien Society, wo wir, wenn die Welt so schaffen, die kann. Die machen verdient das. Das ist nicht verboten. Die Schrift, die sagt das. Wir sollen schaffen. Aber was ich will sagen, ist das. Um unsere Local Economy unterstützen, dann dürfen wir nicht alles abspeckern für uns. So, dass ich nicht lang Frieden habe, dann darf ich nicht mehr schaffen. No, wir tun das jetzt anders. Wenn Gott uns sehen das mit Wort, dann sehe ich, wie gut wo kann ich das tun, dass in unserer Umgebung auch werden, dass du mehr Menschen in Genoten davon haben. Now, so ist unsere Economy von der schon da schaffen, da wird es das sein. Wir geben rechtlich, wenn Gott uns rechtlich gesehen hat, dann geben wir rechtlich, wo das fehlt. Nicht sparsam. Nicht so teilen, okay, Gott wird mir nicht mal geben, wenn ich nicht das was gebe, dann habe ich nicht mal. No. Gott hat die erste Wort gegeben, und sagen, was du willst mit tun. Und er wird die Meier anvertrauen. Er wird die Meier anfangen anzuvertrauen. Das ist ein Weg, dem Kirchen. Aber wir müssen auch abpassen, was meint, andere mitzuhalten, was du nicht hast. Du wirst wohl dann angehen. Wir machen noch nicht viel für ihr sehr. Wir machen noch nicht für ihr sehr und dort andere Menschen durch euch viel sein, wenn sie wie so milchgierig sind. Du hast eine Verantwortung, was wir du mitdrehen, wenn wir geben da, damit wir auch, dann bleibe ich sagen, wir auch genug verantwortlich, denn auch du noch kicken, wo wird das euer Wand, da gautst du mit, oder da schuden du mit. Okay? Now, aber wenn wir sagen, Gott hat uns rechtlich gesehen, dann lohnt es einmal eine Arndt oder was immer. En een Schatz sammeln hier bei ihr als, okay, ich sammle mir das op, dat ich wel ruhig immer die Vacation ist haben, ich will nicht mehr schaffen dürfen. Das ist ein sehr falscher, welcher unschmierender Weg.
Wenn Gott uns gesehen hat, dann haft er wat toe. En hier is wat toe. Soll die nubers, dat wat halten, soll die amgehen. Die Menschen, wat door Ramadi zijn, soll dat wat halten er niet. Dat wil we ons de vrouw beantwoorden. Dit mens wat een grote arend gekregen. Wanneer hij dat had wel biblisch overhand, hij wil het niet meer durven weggeven. Weet je wat hij dan durft doen? Boos op zijn door met dat verkopen van een vernünftigen prijs. Dat hij wat door wel kopen, maar de eerste niet te kopen. So wat wil hij doen? Wanneer hij nu op God zijn vertrouwen, deze grote arend die krijgt nog, wauw, ik heb zoveel. Oké, ik wil het op de markt brengen. Oké, dan draait de economie door zo. Er zijn mensen die gaan doen genoten van. Er zijn mensen die gaan dadurch, dat hier als een bestaat geproduceerd worden, die kan dadurch een stuur gaan. Ik wil hier niet een economist, ik zie niet een economist, ik wil hier niet een, wat consens, wat vermerken, wat een financiero wordt niet een boodschap verbrengen. Nou, dat is niet wat ik wil. Wat ik wil zeggen is dit. Kijk maar, we moeten kijken wat God dat eingesteld heeft. Hier is einer, die heeft een grote arend gekregen. En wanneer dat bus voor zich zelf houdt, die schlit zijn ganze omgeving toe. Krijg dat zelfde wat ik hier van reden. Er zijn mensen, die hebben dat geld, maar die sluiten dat toe voor zich, die laten dat niet dat geld in ihre omgeving wat doen kan. Die houden dat bus voor zichzelf. Die willen een dag nog mal zich dat laten, geen goed met, die willen een dag nog mal een gouden dag leven daarvan. Wat is de hoofdzaak? Waarom hast du dat da? Wat heeft God die dat gegeven? Wel, Jezus zegt, doe nou. Wo willst du, als die überhaupt morgen wirst leven? Dis man, wat du hast eine gouden arend gekregen, man hat dat biblisch wel, deze gouden arend overhand, die wird dit opstellen. Nicht mal, die darf die unbedingt nicht mal bis frei weggeven. Ja, wenn du arme Menschen sein, die bis auf keinen Weg nicht Geld haben, und das ist ganz klar zu sein, dass sie kann nicht anders. Yes, wir müssen die halten. Das ist unsere Abgabe, dass wir für die sein tun. Aber das macht immer den Zweig, dass wir die nicht zu viel haben für uns selber. Aber dort ausgeladen. Deshalb, wenn er will, das biblisch anwenden, dann wird er seine Arend, was er gebracht hat, auf den Markt nachbringen. Und dann wird er das verkaufen. Und andere Menschen würden dadurch genoten haben, dass du nicht zu kaufen hast. Je treue wat riva maakt, en dan wordt het dadurch für einen besseren Preis te haben, dan kan die anderen sich mal leisten. Und dat war ich auch an, und nächstes Jahr war wir besser. Das hat sich begierig, ne? Aber hey, guck mal. Du hast noch kein Mal nicht, wo die Menschen das besser gehabt haben, wo die Menschen, da wird Gott endlich gegeben hat, das frisch aufwärmen. Und du frisch mit schaffen, und du mehr von mir. Gott hat dir eine große Arend gegeben, und die Specker steht die ab für die Salz, und schlitzt das Tau, dass du keiner nicht bekommen. Weißt du, was die tun? Die tun, jene Nubasch worrying damit. Die tun die Economy in jene ganze Umgeht schwacher merken dadurch. So biblisch ist das, du stellst das auf, du stellst das am Markt, die Dinge, die sollen angewendet werden, das soll gedreht werden. Gott wird dadurch gelobt, dass du so reif bist, dass du so viel bist. Von jeden Tag, die Economies, die du biblisch schaffen, das sind unbedingt nicht Communist oder Socialist Governments. Das sind Capitalist. Dat die so viel Ruhe schaffen und du so viel Weg sehen, dat die Getreide und alles, was Gott gibt, dass das so weit und breit über die ganze Welt kann verschippt werden. Das sind bloß, ich mal sagen, weil die kalten natürlich Menschen, die bis begierig sind, die sagen das gleich. Aber ein wahrer Christ, der reist nicht mehr wohin. Und der zit door op het meer, al deze grote schip, waar je rastelijk zo veel door je schip wordt. Mensen die met een falsche duim gepleegd zijn, die gaat dan een greuzel daar, en die zit dat dan
Ich weiß nicht, wo ich will man sein. Ich habe selbst auch in so einer Stadt gelebt. Ich habe euch wieder dafür, die Fehlungen aussprechen. Wo geht das bis alle haben? Nicht, dass ihr so weltlich alle. Wach ich mal mit. Von was redet die Bibel, wenn wir reden von weltlich? Weißt ihr was? Gott wies sich du an, wo Gott ist, mit dort, wo wirklich die Welt mit alles versorgen hat. Und dort du so rief ist, dat de economie zo rief en zo veel is van de ocean dag. Wanneer we moeten reizen dan, dus ten Beispiel. Daar je steeds besonders, het is een direct Land. Wo immer wir hinfahren, das zit bis ist, das ein Lohn von mal den Honig. Was Gott du durch geirrt, oder was er gelobt du durch? Viele würden sagen, no, Gott kann nicht geirrt worden dadurch. Ja, der kann. Der wird geirrt und gelobt dadurch. Weißt du warum? Er weiß, wie gut er ist. Er weiß, wie reich er ist. Gott weiß, wie reich er ist. Even wenn er mir nicht mal loben und danken dafür. Weiß ich, wie reich ich sie. Das ist unteilbar, was ich ihnen gebe. Da wird Josef dann deut. Gott braucht Josef, um in Ägypten die Treue abspecken, dass das nicht mehr zu teilen ging. Er weiß sich damit, wie gut er ist. Schätzen die Ägypter das alle? I don't think so. Aber danach Gott weiß sich, wie gut er ist. Ich habe mal, wo rief ich ihnen alles gebe. Unteilbar. Das geht nicht mal zu berechnen, was Gott auf der Welt alles tut, even durch die, was im Anglauben sind. Und innen heißt es euch aufhängig, dass die Angläubenden am Loben machen. Die Gläubenden waren all. Der Himmel ist in Staunen versagt, wenn Gott sich weiß, wie gut er ist. Worum habe ich dort inzwischen einen Mann? Gott weiß sich, wie gut er ist, indem er dort lässt reden über Guten, über Schlechte. Aber dort ein Ding halt. Er weiß sich damit. Er tut sich nur im Großmerken damit. Und dort ja für uns. Er gibt uns so viel für. Mehr als wir wollten, was wir damit tun sollen. Na, hier ist die Frage. Wo sammeln wir unseren Schatz mit dort, was Gott uns gibt? Und den Schatz im Himmel sammeln, ist der einzige Weg, ist, wir bringen dort nicht an uns selbst und wir holen dort nicht selbst fast, aber wir wenden dort drei an. Beispiel. Wenn Gott die hat, 100 Tonnen Getreide gegeben auf den Stab. Was ist mit dort? Bist du okay, wenn du nächstes Jahr auch bis 100 Tonnen kriegst? Ich meine, es ist gut, wenn du damit zufrieden bist. Oder wirst du dann überhaupt nicht mehr wollen, Acker nächstes Jahr? Warum hat Gott jeder Jahr ernt in Hofs, in Sodeltit? Warum hat er das jeder Jahr? Warum wurde das dann nicht bis alle 10 Jahre? Like, wenn wir nicht sagen, du wieder mehr schaffen, warum wurde dann nicht bis einmal in ans Lebenszeit luten, go to ernt haben und vorig? Aber warum hat er das jeder Jahr? Was war's dann? Wenn du hast 100 Tonnen Getreide gekriegt, was war's das nächstes Jahr dann? Ab hier mit schaffen? Oder wirst nächstes Jahr, okay, wenn das nicht fern schaff, und die willst dort haft gehalten, die verkaufst dort Menschen haben, du dort könnt leben. Wirst du euch wollen sein, dort noch so viele Menschen, die dort zu leben haben, ist das Jahr? Ist das euch das? Sie, das ist gerade, wo wir können in eine falsche Däumung reden und sie sagen, oh, ich will all nicht, weil Jesus, soll ich bei Jesus hinkommen, ich will all nicht. Weet je wat, dat is het falsche verdreher Weg, dem Gott seine Sehens genießen, was er uns gibt. Ich will hier mit keinem Weg Begier unterstützen. Das Gehende. Der Begier ist von Gott, die was gibt, und du wirst das bis für die selbst und du darfst nicht mehr Fliegt aufwärmen und schaffen. Das ist was hier in Lukas 12 ist, das sind viele Menschen. Das sind viele Menschen. Ich habe mal mit was er sich utplüdern das. Er sagt, er wird seine Säule sagen, die hast nicht für viele Jahre in Ruhe, nicht kostet. Was sagt er, dass du nochmal war?
Säul, du hast für viele Jahre einen großen Rut abgespeckt. Nu sie ruhig. Hör mal. Nu sie ruhig. En at en drink en sie mutig. Das ist der Umfang von Vielheit. Das ist der Umfang von der Economy verstehen. Nu kann ich für viele Jahre dort verschwenden. Dat is het recept van veel zijn. Nou, dat geendeel wat we hier zo van gereed hebben, is dit. Oké, dit jaar heeft een schöne Arend gegeven. En er zijn vele mensen wat du haben kunt van leven. Nächstes jaar wil ik nog maar vliet afwenden. Waarom zeg ik dat? Jezus zelf zegt dat. Jezus zelf zegt dat. Du wie moet weer, wanneer we wat lezen dan in de schrift, is het zo zeer wichtig dat we den context in de Bibel nemen, wat wil die damit zijn. Dus een Beispiel. Deze mannen in Matthäus 24, 3 Mannen. Einer kreeg in Matthäus, wir wollen das nicht ewig lesen, das ist eine lange Geschichte, aber Matthäus 24, Vers 14. Du fangst dort an. Und du so sagt Jesus selbst, dass Himmelreich wird so sein als ein Mann, der auf der Reise fuhr, und seine Däune raubt und an seine Familie anvertraut. In den einen Jahr 5 Pengeltjes gehalt, in den anderen 2, in den anderen 1. Da wordt de 5 pengeltjes gehalt terug, die gaat een schoft met, en die gaat nog eenmaal 5. Die heeft 10. Da wordt de 2 terug, die gaat een schoft met, en terug nog eenmaal 2. Maar hier is einer, der deed dat dus in Lukas 12. Die gaat een begroef dat. Hier neemt zich dat een klein beetje anders ram. Dat is hier in Lukas 12, die wil zich, da heeft dat de bus voor zich, ik wil nu Augusto leven, ik wil nu mij niet meer anstrengend om schaffen. En God heeft ons hier, dat ze eerst gesagt hat, wie schaffen soll. Paulus sagt ja sogar, wenn ich schaffen will, soll er nicht eten. So unser Abruf ist, solange wir können, solange Gott uns Kraft gegeben hat, ist der Schaff, dort wird, dann nutzbar, halb, wo ich immer je kann. Den einen haft dit sind was gegeben dem Schaffen, den anderen haft den anderen Weg. Aber was ist den Herrn seine Natur, wenn er trägt? Da wird auch haft dort angewähnt, was Gott den gegeben hat. Den Luft. Wenn du ein bisschen gekriegt hast und du hast dort ein bisschen angewähnt, Gott gibt dir dieselbe Antwort als dem, was der in Doll gegeben hat, und der hat in Doll angewähnt. Dieselbe Antwort kriegen die alle beide. Der, was der 5 gekriegt hat, auch der 2. Was Gott nicht verträgt, das der Gefühl hat. Das ist der, was du nicht nur Raum geben, was Gott ihm gegeben hat, oder der, was du sogar glücklich damit sein, der, was du gehen begruben damit, oder der, was das bloß für sich selbst will. Dieser, was der 5 Pengeltjes Gold gekriegt hat, das Wort hat ihm ja gewonnen. Das sagst du nicht krieg. Aber das geht nicht anders, als der hat geschafft damit. Wie ich sage das, der ging in Schaft damit. Und der gewann noch einmal 5. Der merkte was von. Das ist unser Abruf. Da wir nur kicken dann, wenn wir sagen, wenn Jesus sagt, so muss ihr nicht Schatz haben, wo die Matten in der Rost, der abfreten, in der Stelle anbrechen, in der Stelle. Dort nicht, das ist dort. Aber dort lieber im Himmel, du wo keine Bekommen, du wo das Sache hast, so muss ihr du Schatz haben. Wenn Gott uns Dinge gegeben hat, der hat uns ein großes oder ein kleines Vermehren gegeben. Und wir werden dort in der Hinsicht an, wenn ich will haben, Gott soll gelobt werden durch dich. Ich will haben, Menschen sollen Gott haben durch dich. Ich will mit dit will ich wissen, wie gut Gott ist. Das ist all ein Schatz im Himmel. Ich will vorsichtig mit sein, wo ich dort anwende. Und ich will all diese falsche Dinge, die wir vielleicht im Moment gekriegt haben, von einer falschen Religion, alles in den Kopf bringen. Da will ich ganz in den Kopf bringen. Eine falsche Däume, der bringt Vielheit mit sich. Und ich will Ihnen mal sagen, warum. Wir können noch denken, dass du an uns starb, ein Mann, eine Familie wohnt, der sind die Leute mal weggetragen. Aber der lebt in so einer schrecklichen falschen Däume, dass er even sein Feu leiden leidt. Seine Kinder und seine Frau, und er selbst mögt sich im Leiden, indem er sich selbst anmerkt.
die Menschen durch ein Dorf, die jammern über den. Die sagen, dass wir sie in Feu lieden, die hat den Knopf zufrieden und die wollen, die sorgen euch dafür. Und dann stehen die Menschen sich in Dorf taub, sagen, wie viel Boeing in jeder einer will geben, dann wollen sie den einmal vorbringen. Like, das denke ich nicht unter sein, das tun wir nicht. Dann fahren sie daheim sagen, wir sind uns einig geworden, wir haben was Fördertop gelegt für die, wir wollen die was Förder geben. Dann dreht ab der Boss und sagt, dort steht geschrieben, wo schlachtet noch mal was von armen Menschen. Like, ja, ihr sein, in was für eine falsche damit ein Mensch leben kann. Das tut ihr mit flieht. Gott wird nicht dadurch gelobt, wenn man sagen, wir merken uns Leiden, oder wir tun uns selbst allerhand Dinge an, wir quälen uns und tun. Gott wird euch dadurch gelobt. Gott sieht nun, was du dadurch verspart hast. Weißt du warum? Das sitzt es, wenn Gott arm ist. Das sitzt es, wenn Gott nicht mehr Ruth hat. In Paulus redet davon in Kolosser 2. Aber du mal hangen, in Kolosser 2, Vers 23, like, als das, wenn ich nicht arg sehe. Kolosser 2, Vers 23. Sieh, das ist Krieg, wo wir können in eine so falsche damit reden, indem, dass wir glauben, du mit, wo wir uns den Schatz im Himmel sagen. No, wenn wir Gott seinen Namen verlassen, wenn wir merken, Gott im Schlag löten, das ist kein Schatz im Himmel. Kein Schatz. Das ist nach Geruts leider der Struf, was du abkommst. Das ist Krieg, wenn wir dort, was Gott geben, der dort noch begruft haben. Und Gott wird sagen, die Beiser fühlen Knecht. Das ist viel hat. Das ist eine falsche damit. Und was sagt Paulus hier? Das sieht wohl so aus von dort, sich selbst abgeleitete Fromm sein und diese falsche damit in der Weisheit legen, weil sie den Körper schonungslos behandeln. Das sieht so, die tun ihnen viel Salz an, die tun ihnen viel Leiden Salz an. Gott wird nervös gelobt, wenn wir uns Salz Leiden antun. Die Baalspropheten, der Elia, seine Zeit. Fällt ihm das bei, wo der sich durch Salz kielden und schlug und dat Blut von ihren dran, der Gott soll mal Antwort geben. Der tut sich Salz allerhand an. Elia darf sich nicht Salz antun. Elia wird der Boostem wiesen, wer Gott ist. Und wenn wir wollen wiesen, wer Gott ist, dann wiesen wir auch, wo mildgebrig Gott ist, dann wiesen wir auch, wo gut Gott ist. Gott wird nervös gelobt, indem er sagt, das ist ein knapper Gott. Es haben alle umgedacht auf der Welt, was du meist nicht mehr kann. Und die würden sich hier, aber denn seine Economy ist nicht so gut. Und, no. Das ist eine sehr falsche Aussage, von wer Gott ist. Und Gott wird verlassen dadurch. Aber Gott wies sich in denen, wo Gott ist. Und hier sind Menschen, die sind geprägt mit einer falschen Demut. Die tun sich selbst viel Leiden an und glauben, du mit sich in Schutz im Himmel zu sagen, oh, aber das geht nicht anschmieren. Pass aber sagt ab. Die wollen ihn anschmieren, wenn dort ihn war ich erst im Schutz im Himmel. Ein Schutz im Himmel abbewahren ist nicht, dass er mir Leiden zu hat. Ein Schutz im Himmel abbewahren ist das, was Gott mir hilft, das frisch aufwärmen, das ohne du Genoten von haben, dass wir daran denken, was Jesus sagt, alles, was die meine Geringste getan haben, das habe ich mir getan. Das ist ein Schutz im Himmel. Was ist dort, was diese falsche damit nicht kann tun? Gerade nun, wie viel Leiden ein Mensch sich zusagen hat. Das wird vielleicht dort hart ändern. Gerade nun, wie viel Leiden wir uns antun. Gerade nun, wo soll wir uns quälen und bringen und schlapp sag ich, alle wegen rumgehen und an die Kleider hängen lassen und das soll so und so damit ich lassen mit uns verbieten haben. Was ist das, was dort nicht kann tun? Das wird hart ändern. Hör mal, was Paulus hier sagt. Ich werde die Verse einmal ganz lesen. Das sieht wohl so aus von dort, sich selbst abgeleitete Fromm sein und diese falsche Demut in der Weisheit legen, will sie den Körper schonungslos behandeln. Aber was sagt er hier an? Aber die fleischlichen Leidenschaften wurden dadurch ab keinen Weg in ihre Kontrolle gebracht. Die fleischlichen Leidenschaften, also ich könnte ans Fleisch, was du wegen noch nicht noch was anderes verlangen, als du noch einmal verlangt hast. Ich habe mal diesen zwei gefragt, das ist vielleicht ein kleines Thema, aber dann waren wir 3 Jahre in den Thema angehen. Dort ja von den Menschen, Kirchen, was sie Kirchen nennen, das sind Kults, das sind nicht Kirchen.
wat sehr strikte Ordnungen haben, wat alles, ihre Glieder alles fair sein, even beschrieben kriegt, wo ihr die Kleider mit lohnen. Das sind sehr strikte Ewa. Und die luten ihre Glieder knapp was schaffen. Die begrenzen da über eine Woche, über eine andere. Und Paulus sagte Timotheus, das ist ein Lehren von Sudhun. Das ist in 1. Timotheus 4 wahrscheinlich, wir wollen nicht hingehen. Aber er sagt, die wollen das verbeiden in Jahren verbeiden. Die wollen mit Lehren von Sudhun abkommen. Das ist ein Lehren von Sudhun. Und die sind so sehr strikt, wo das mit physisch, mit Verbieten haben, mit den Leuten. Die sind so sehr strikt, du immer. So, ich frage mal eine Person. Wenn es der Lob mir dazu sagt, wo Gott erkeucht wird, wo für eine Ordnung der hat, ja, aber ich sehe, dass es eine Bütenhand. Die haben für eine Ordnung in eine Bütenhand, dass das von Büten soll, fan mit den Leuten. Aber was gehen hat? Was gehen hat? Oh, no, weil sie haben so eine feine Ordnung und das, okay, ich sage, was will ich mit dir davon reden? Ich will dir mal das fragen. Wenn du einen Wolf nimmst und stoppst den in Klutje an, kann der dann hineinfrieren? Na, der kann nicht. Das stellt sich, was der in Klutje ist, kann er nicht hineinfrieren. Wenigstens der kann nicht haben bei der Heiner. Meint dort, dass er nicht ein Verlangen hat, nicht der Heiner? Of course. Lass den du mal 5 Jahre bist, was der so reich hungrig ist, dann lass den los. Da wird er bitter mit Vater und Stäuben. Aber viele kann das da noch nicht mal verstehen. Das halt nicht ein Wolf in Klutje anstoppen. So, ich sage, ich würde da mal das, was ich frage. Was dann, wenn jene Kirche auf einmal jene Menschen gesetzen, alle abhoben und sehen, die mir das nicht an all jene Kirchen bekannt. Von morgen wieder habe ich keine Menschen gesetzen mehr. Von morgen wieder kann je korrekt das tun, was je will. Du hast kein Kleider gesetzt mehr. Du hast nicht ein Gesetz mehr, aber von jeder geschaffen hat, nicht. Nein, morgen sei je frei. Morgen hat die Kirche all ihre Gesetze abgehoben. Was würde dann in jene Kirche lauten? Und dann sagt sie, was sei weltlich, okay, das wird je nie all sein. Wenn es all jene Gesetze haben, jene Natur noch nicht können, jene, was du dann wird für einen Tag kommen, es wird je nie all sein. Was die verstärken dort mit jenen Menschengesetzen, mit jenen falschen damit. Mit dem, was die ihnen selbst andauern. Mit dort verstärkt ihr das. Und das ist damals, als wenn die das bis mal frei lassen, dass man für einen Tag kommen kann, was ein Mensch wirklich ist. Wenn es ein Mensch, der schmerzt sich selbst an. Mit wenn ich bitterliche Dinge nur komme, und du abrühren, du so abvertrühren, like ich sehe so und so däumig, und ich kann mich noch einmal so, das kriegt, woran mir das so sehr ärgert. Wenn ich noch mal wird ein Begräbnis gekriegt sie. Du sind was ich höre. Und entschuldige mich, was das ist, was ich sage. Aber du sind was ich höre. Und der hat ein Begräbnis da. Das ist nicht vielleicht eine ältere Person. Die ältere Person, die hat diese Kirchenregeln strikt nur gefolgt. Und das gefällt ihnen so, und die loben dort so, und die sprechen dort ab, dass die dort noch mal was tun. Weißt du, wenn das in Stadt passiert, mir geht ein Grüssel dadurch. Die geradste Unschmererie, was die Person, wenn das wirklich so ist, die Körper, was du im Sorg liegst, wenn die wirklich dort Vertrauen gehabt hast, dort diese falsche Däumit, wo ich nicht nur fallen, dort ist, was mir die Hupen gab im Himmel, weißt du, was die geradste Unschmererie, was eine Person kann beleben, ist kriegt dort. Wo ihr täuscht, was die sind. Wo ihr täuscht, was die Person sind. Wenn die Wort für Gott sie in rechter Stelle stehen. Und das soll sich wieder unter Antwort geben. Ich deute noch einmal nur diese klare Mode nur folgen. Ich sehe einmal treu geblieben zu dort, was ich versprochen habe. Jesus sagt, wach mit denen, die Schlechte. Ich kann nach nervös ich kann. Hör mal, was Matthäus 7 sagt. Nicht all die, was zu mir sagen, Herr, werden in das Himmelreich kommen. Du sind Söhne, die wollen kommen und sagen, Herr, hab wie nicht. Und du redest dann von Dämonen getrieben und so getrieben und viele gute Dinge getan. Da kommt Jesus den haben, hab wie nicht all diese gute Dinge getan und Jesus wird sagen, ich habe ihn noch never gekannt. Wach mit ihnen die Schlechte. Diese falsche Däumit, es kriegt dieselbe Unschmererie.
Das wird die Menschen sich selbst andauern und glauben, mit dit mich quälen und mich selbst dit Leiden andauern, dann soll man mir einen Schatz im Himmel. No, je do nicht. No, je do nicht. Je schmieren die selbst an. Die größte Unschmiererie, was diese Baalspropheten haben, wir kriegt das. Sie da mit sich selbst quälen, würden sie Gott verrauben, sie waren tot gemacht. Was soll du deuten, braucht ein Post den Tod. Was glaube ich, was passieren mit euch? Was den zwei glauben, einen Schatz im Himmel zu sammeln, indem dass sie sich selbst verlieben unter. Ein Schatz im Himmel sagen, ein Schatz im Himmel haben, als das, was Gott die jaft, du mit schaffen, und du nur sein, dass Gott sie nun verherrlicht wird. Gott soll nicht schlecht luten durch dort, was ich da. Nee, Gott soll gelobt werden. Gott soll nicht einen armen Gott luten durch dort, was ich da. No, Gott soll einen mildgebigen, leiftuligen Gott. Und mir soll es sein, wie gut Gott ist. Dort ist, wo wir einen Schatz im Himmel sagen da. Kann andere Menschen dort feilen und die, wie gut Gott ist. Da kriegen andere Menschen eine treue Feilung, wenn die mit die taub sind. Wenn sie geht sich besser. Wenn es das so fällt, okay, wenn ich das letzte Cent noch weggebe, dann ist der Rut Allah. Wieder kann Gott mich nicht halten. Was für eine Feilung kriegen Menschen, wenn du mit der taub bist? Kriegen die eine Feilung, dass Gott arm ist? Oder kriegen die eine Feilung, dass Gott reich und gut ist? Das ist korrekt, was wir uns machen früher. Jedes Mal, wenn wir was tun, wo Gott mit gelobt wird, ist ein Schatz im Himmel. Jedes Mal, wenn wir was tun, wo Gott seine Ehe verlässt, oder wo Gott nicht geehrt wird, wir tun, was Gott schlecht sieht. Es ist kein Schatz im Himmel, aber das ist ein Ding, wo wir uns bis euer absammeln da. Und so, was ist das dann? Wo wollen wir dann nun gehen, wenn ein Schatz im Himmel sagt? Einige würden sagen, okay, wenn du glaubst, dass dieser Gott bist, dann ich habe alles in die Arme rat und gut den Lebenszeit wieder ran und hat den Kopf raufhängen und mal traurig lassen. Das ist das, was Jesus daran meint. Bei sehr zu denen, was sich so viel selbst meint, er glaubt, er kann selbst Gutes tun. Zu denen sagt er, ich habe alles, was du hast. Lass das mal alle los. Und dann kommen Fall die mir noch. Als Gott sie nicht kennen, ist das unbedingt so, dass wir Christus nur folgen. Und mit den Dingen losgelassen haben, mit den Dingen Gott anvertraut haben. Und da, was Gott uns anvertraut hat, mit dort wieder schaffen. Du nur sein, dass andere da was für haben. Aber meint dort, dass andere uns niemanden verlängern, die nicht gärschen, und uns bematen, okay, nee, das ist, Beispiel, wenn du wird noch mal bekannt gemacht, in was ich höre, wo sehr neidig das fehlt, und die treiben die Menschen schier, und die bematen die schier, die sollen mehr Geld allein. Das ist da, was die Bibel uns lehrt. Glaube ich, du mit einem geraten Schatz zu haben im Himmel? No. Petrus, der sagt ja das so klar zu Ananias, in Apostelgeschichte 5. Wie das nicht dient, als die das hat, kannst du nicht tun mit dem, was du willst. Und als die das erst verkauft hat, wie das dann nicht auch noch dient. Die Trouble ist nicht, dass die was verkauft oder nicht verkauft hast. Die Trouble ist, dass die heuchelnd ist. So, die Schrift sagt das so klar, je dürfen gleich, wenn je nicht will. Und wenn je Hort nicht voll ist, du von dann tut das nicht. Wenn je danach tun, dann heuchelt je. Das ist das Krieg. Wir mehr an uns Felten besser looten, als wir wirklich sind. Wenn es für Menschen, das vielmal hat wie ein paar Botschaften, irgendwie erstlich wegen Fasten, dass wir nicht sollen, das böse für Menschen tun. Oder auch noch, wo Jesus sagt, wir sollen nicht die Trompete für uns bloßen looten, wenn wir Almosen geben, wenn wir kommen, tut das nicht. Wenn das ist alles, was wir wollen kriegen. Geen Führer im Himmel weit gut, es geht das geben, wenn es kein hat, das verlangt, dass jeder Bus wollen geben, wegen für die Menschen euer sein zu sein.
Im schwarzen Himmel, wo wir nervös kriegen, wenn ich da wegen, was Gott da wegen sagt, weil die Menschen soll alle nicht mehr kriegen. No, im schwarzen Himmel, wo ich da wegen kriegen, wegen Gott hat mein Hart geändert. Und da ist das Jutz, was in mir diesen Verlangen gewirkt hat. Und ich da dort, even wenn ich das nicht für habe. Trotzdem werde ich den Schatz sammeln im Himmel. Weil was wir sollen tun, was Petrus Ananias sagt, ja, wir das nicht dient, kannst du nicht tun mit da, was du weißt? Woran kommst du hecheln? Woran kommst du lehnen? Und er fällt dort an, und wir wollten die ganze Geschichte, was das. Aber wenn wir auch Dinge hier drehen haben, und Gott hat uns Dinge anvertraut, und wir sind verantwortlich dafür, dass wir nur sein, dass unsere Familien, unsere Nächsten, unsere Kirchen, alle Menschen, was so weit es wie kann, nur sorgen und sein, dass die alle einen Genoten von haben. Das meint der Local Economy unterstützen. Wenn wir gut aufsehen und uns fehlt das an Arbeiter, haben wir dann allzu viel? No. Wenn du viele arbeitslose Menschen raum ansehen, und Gott hat uns was anvertraut, dass wir damit schaffen tun. Und durch dort, Gott hat uns was gegeben, wo wir mit schaffen können, und die anderen Menschen, die raum uns, die fehlt das an dort, und die beste Weise, dass die Ökonomie nur an das ist, die erste Arbeit. Aber das ist zwei Dinge. Erstens, dann lernen sie selbst schaffen. Dann lernen sie das selbst verdienen. In der Bibel sagt er das dort. Die sollen gut schaffen. Na, wenn du noch nicht Arbeit hast, was sollen sie das dann nicht? So, wenn du nicht wirst das falsch verstehen, was Jesus hier sagt, und du nicht wirst falsch verstehen und du hast nicht gut, und du wirst auf einmal bloß ein paar Verse in der Bibel lesen, wirst du eine falsche Dinge mit näher reden, vielleicht wirst du das alle verkaufen, geben die Arme dort, wo soll sich nicht weiter fertig stehen, die würden dann an einen nie abhauen. Und dann bist du arm, dann sind die arm. Hast du das arg angewöhnt? Du bist verantwortlich, du nicht kicken, wo kann ich das ab lang ran? Ab allein. Wo der das beste ab allein? So, wo würde ich dann lieber tun? Wo würde ich dort anwenden, dass ich das biblisch würde anwenden? Dass ich kann sagen, da was Paulus zu den Thessalonicher sagt, da was Paulus zu den Thessalonicher sagt, dass die wieder geplant ist mit Stehlen, die soll abhören und schaffen, auch so viel, dass die Haft in die Arme geben. Dass dort kann sterben und dass Jesus ihnen wird kann sterben, dass wieder die ganze Bibel stirbt. Weil das ist das. Gott hat die was anvertraut. Es hat die 5 Pengeltjes Gold sein, oder die 2 Pengeltjes Gold, oder even den 1 Pengeltje Gold. Schafft du mit. Gut, du was mit. Vermehrt dort. Wenn wir reich wollen anwenden, dass die Ökonomie von der Tag dreht, und das ist eine gute Ökonomie. Okay, Gott hat die was anvertraut, du hast Menschen eine Ramadi, der hat nicht Arbeit, die würden hier was tun. Okay, deut mit dir an. Wo kannst du das mit dir andeulen, dass du den nächsten Weg auch noch was sagen? Okay, du gibst den Arbeit, die betulst in der Ferne, und dort hol dir das in der Gut. Und die schaffen damit, und das vermehrt sich, in Bild, dann habe ich 2 Arbeiter annehmen, in Bild, okay, in Bild, dann hast du noch mehr. Und der jetzt wieder und wieder up. Nee, und guck mal, in das, dass wir uns an sich uthalten, dass wir an sich schachern dann einer mit den anderen, das bietet auch Gemeinschaft ab. Wollt ihr das glauben oder wollt ihr das nicht glauben? Dass wir Umgang haben mit den Nächsten. Menschen, mit denen du Umgang hast. Die kannst vielleicht einen Arbeiter annehmen, oder die kannst vielleicht einen Provider haben, mit dem, was die schachern da ist, und das ist nicht ein Kreuz. Aber wählst das Umgang du hast, das ökonomische Umgang, bringt dir das Taub Dollar, ein Dollar Taub mit denen, und die fangen an aufzugehen. Indem, dass die mit den schachern da ist, setzt die was anderes in die ist in der Welt. Indem, dass die kennenlernt durch den Schachern. Indem, dass die das mag. Indem, dass die das mag, mit diesen Menschen schachern, ist ganz was anderes, als mit dem, was ich bei nicht haben geschachert habe. Und die jetzt wieder auf, und die kannst du anfangen, das Evangelium mitzuteilen. Die kannst du anfangen, von Gott ganz frei davon zu reden, von denen. Wenn du hast irgendwas, was die in die sein, was die nach Nervus an andere sein haben.
Dort allein hat sich dort betult. Dort die einen physischen Umgang hat mit denen, dort die einen titellichen Umgang hat mit denen. Und Gott führt all die Dinge zum Besten für die, die am Leben haben. All die Dinge. Als die eine schwere Zeit durch ist, als die auf einmal hast, die mit seiner Ehe dürkt, und auf einmal hast, ich weiß nicht, wo die Hand ist mit dort. All die Dinge, die tun die zum Besten. Wenn Gott, der irgendwie, man kann das nicht utlassen, Gott, die sind gestrufen in sich, die wartet aber mal zu, das sind andere schlechte Entscheidungen, was das dazu bringt. Aber even dort braucht Gott. Even dort braucht Gott, um uns demütig halten, um uns zu wissen, wie kann ich selbst, ich bin abhängig von Gott. Aber wo will ich drei merken von das? Schätze sammeln im Himmel hat nichts zu tun mit, wie viel wir uns selbst andauern, wie sehr wir uns selbst quälen, dann hat nichts damit zu tun. Das ist eine falsche Demut, was actually verdammt wird. Schätze sammeln im Himmel ist das, alles, was wir tun, dass wir Gott zu Erde tun. Das Gott durch was gelobt wird. Als wir eten oder trinken. Und wenn das zu sein ist, wenn Gott das nicht so gewollt hat, dass sein Verlangen wir dort, und er deutet auch das dort, er führt das Volk Israel in ein Land an, wo mal kein Honig gerannt haben. Er hat ein Verlangen zu wissen, wer Gott ist. Der Trouble ist, er kann die Menschen nicht bis einmal luten in ein Land und mal kein Honig leben, wenn die sich bis einmal davon am Weich drehen, am Matt hinterwaschen, und strufen in sich die, und am Matt der dort wegnehmen. Und er dort. Und er weiß dort, und das Volk Israel weiß er dort, wo er dort tät. So, du sind Tiden mang, wo wir von Gott verjährten, und Gott, der nimmt uns das mal den Honig bis mal weich. Und der lädt uns in schwere Tiden durchgehen. Und der das anstrufen in sich die. Aber was ich gewollt, all das, dass Gott seine Leib, was dort tät. Dass Gott seine Leib, was dort tät. Aber traine das, dass wir uns nicht Schätze sammeln im Himmel, oder nicht Schätze sammeln ab Erde, wo die Maten in der Ras abfreten. Und an diesem Mond von Lukas 16 sagen wir dort, was Schätze sammeln ist ab Erde. Das ist bloß für mich. Ich sammle mich einen Schatz, was bloß für mich. Ich sehe dir, was ich in Gedanken von habe. Ich sehe, die kann ich über mein kleines Kerngerät hier, und das ist, was ich tue. Das geht an mich, das geht an mich, und das geht an mich. No. Schätze sammeln im Himmel ist das, Gott hat die anderen Menschen auch gemerkt. Gott hat, die sind auch ein Part von Gott sein direkt. Die sind auch ein Part von Gott sein Plan. Den einen, was die das anvertraut haben, even auf dem Vorstell zu setzen, den einen, was die das anvertraut haben, dass der physisch nicht kann tun, aber der hat denen Verstand gegeben. Der hat denen Müll gegeben. Den einen hat der hingegeben. Den einen hat den starken Kreuz gegeben. Den einen hat der dit gegeben. Den einen hat der Jan gegeben. Aber wir können alle im Port sein an Gott sein direkt. Und wir können alle Schätze sammeln im Himmel, indem, dass wir immer trachtet, das erste und das Recht Gottes. In der seine Gerechtigkeit. Die größte Schatz, was wir haben, das ist, dass uns Hort voll ist von dort, was Gott, wer Gott ist. Wo ein Schatz ist, wo ein Schatz ist, du wirst ihn Hort auch sehen. Nou, ich rede nur mit einem, hij is een prediger, Lehrer in der Kirche, und hier sich das sehr, sehr schön, was er sagt. Er sagt es dort, und er hat viel dem Dreh, viel geschafft. Und er kommt da immer an, und er ist rein bedrückt. Er wird traurig über sich selbst. Und dann sagt er, ich sage Tschüss, studiere, mir hat meine Botschaft heute Sonntag, und ich habe ganz klar, ich verkaufe meine Geschäfte, und von nie wieder schaffe ich bis für die Kirche. Ich sehe durch mit das. Ich sehe durch mit der Titel hier. Und dann habe ich sie gerade, dann fahre ich nach Rom, dann fahre ich meine Geschäfte besorgen, und dann kicke ich all die Menschen über, was hier alle schaffen tun. Besorgt mir die alle. Die sind hier mutig, die können hier schaffen, die können ihr Leben hier merken. Und dann wird mir das Dame an da jetzt holen, und dann, no, da will ich das lieber holen. Wenn ich sage dort, da wir so und so dreib in Drogs versunken, da in der wir in Trinkerie versunken, wir haben den können halten, wir haben den hier in der Arbeitsstätte gegeben. Und dann jaffen mir das wahre Mut, oh, da will ich die lieber holen. Sagt er, warum tag ich so handtreiben, du?
Ich sage, das freut mich. Weißt du Gott, das Handtreiben und Dulteigen, das ist nicht mal ein Handtreiben und Dulteigen. Das ist bloß ein Beweis, warum die dort noch das. Wenn die noch 1000-mal so viel geschafft haben, hat sie getan. Wo da noch nicht zu viel sein. Wenn die mit der Anstellung die hast, wenn die mit der Anstellung die geschafft hast, die hast du auch ruhig mal so sagen wegen die. Die jammert dort über die Menschen, die hast ein Mitleiden für die Menschen und du wegen hältst die da. Ich sage, dann hol noch mehr. Ich sage, dann gut die noch 1000-mal so viel an, das ist noch nicht zu viel. So eine geschaffte fehlen da. Sie, schlag erst dort, wenn ein Mensch du wegen die geschaffte hat, wegen der will der reichste Mensch auf der Welt werden. Ich will der erste Eue sein da sein. Das geht alle an mich. Aber wenn wir wirklich für Gott sein und wir sagen, no, ich will das nicht als die Gott. Like, ich will alles gut lassen. Ich will alles gut lassen. Like, ich will das nicht mal. Like, für mich will ich nicht. Aber du merkst dort, Gott hat dir das anvertraut und durch dort, dass Gott dir das anvertraut hat und sitzt dir dort, wo viele Menschen du in Genaten von haben, wenn die dort dann waren, dann muss ich Pferde schaffen, weißt du was, dann ist das so, dass die Ökonomie soll drehen. Dann ist das, dass das von Gott ist. Ich sage, das ist nicht schlecht, wenn ein Mensch viel hat. Das ist nicht schlecht, wenn ein Mensch viel hat. Wenn dort noch nervös Menschen gejeft hat, biblische Menschen, Christen, die viel gehört haben, dann würden viele Versionen von Bibeln nicht sein übersat werden. Lass mich immer eine Geschichte vertellen. Als dort nicht John Bunyan, ist mir der Name weich, der wurde die Bibel in Englisch übersat. Ja, entschuldigt. Ist mir der Name weich. Ich sehe mal nicht sagen, Gott im Namen ist ein Denker. Wenn dort nicht wie was, wenn ricke Geschäftsmänner, he selbst würde das nicht gekannt haben. Den haben diese Leute um Pool eingebunden, an denen du lebendig verbrannt, wegen es die Bibel hat übersagt. Aber er ist von England ausgeklebt. Und hat in Holland, in Deutschland und Holland, wo er im Verstärk gewesen ist, du so hat die Bibel übersagt. Und wegen Deutschland, dann zu der Zeit all have Printing Presses gehabt, das sind Pressen, wo sie das Dreckerien gehabt haben. Dann haben die durch englische Bibeln übersat auf Englisch und haben die ausgeprintet und haben die in England neigeschmuggelt. Ich glaube, ich kann das, ja, das Ungeld. Das kommt bis Jerusalem von selbst her. No. Weißt du was? Das Mann, der hat eine ricke Geschäftsmänner, was am du mit unseren Städten deuten. Was hängen am Stön. So, wo wollen wir die Sache nicht anchecken? Wenn du wie ein gerettet haben geht auf diese Ehe, habt ihr dann einen Schatz gesammelt auf diese Ehe? Weil wenn er das für sich hat, ist das Mann in Lukas 12 Gäste, dann hat er für sich einen Schatz auf die Ehe gesammelt. Und da waren die Matten in der Rast verfreten. Und morgen, als die Leben vielleicht derchen, wer wird das dann kriegen? Aber wenn dein Ziel ist, was immer Gott die jaft, das ist die Ohren für sein Reck. Das ist ein Schatz im Himmel. In all diese Männer, was Gott durch diese tausende Jahre gebraucht hat, der hat die Leute viel zugekommen. Und die haben drei Augen in Gott sein Reck, und das sein Wort verbreitet wird. Ein Schatz im Himmel. Das ist der Unterschied. Und das worum, ich will sagen, wir wollen so vorsichtig sein, worum und wo wir so eine Schrift steht, ist das brauchen. So vorsichtig. Erstens, wir wollen vorsichtig sein, dass wir nicht in eine falsche damit reden. Aber wir wollen auch vorsichtig sein, dass das nicht Kasse sind, die uns merken im Geld fallen, und ich mich bloß für mich selbst direkt in den Top schaffen. No. Wir wollen nicht in eine falsche damit reden, und wir wollen auch nicht in so eine Liberty reden, wo wir einfach uns bloß merken im Geld fallen, ich kann, kriegt es die Welt, ich schaffe bis für mich ein Geld haben gehabt. No, wann Gott uns den Segen gibt, weil wir daran denken, dass wir dort immer oben, dass Gott sein Recht gebüht wird. Immer. Immer ans erste Ziel, was immer Gott uns gibt. Das erste Ziel ist, Gott sein Namen verherrlicht wird.
Amen. Dat is onze Hauptsache. En dat is wat ons Schatz im Himmel ist. Aber wir tuscheln mit dem Gebet. Laten we je recht daarvoor. Ik dank die dat diese Gott bist. Ik kan zo wat niet zijn voor mezelf. Ik kan ook niet wat Gott het ving in mij, dat ik niet in stand zie, wat Gott het te doen. En hij mocht dat immer zo dat zijn. Dat alles wat we hier doen, alles wat die ons geeft, dat heeft een einzig Ziel, waarom we dat doen, en dat dienerig gebied wordt. Herr, die alleen kost dat werken. Die alleen kost dat, kost ons wat du brengt, dat we dat ook zo dat willen, dat ons Schatz dus bij die is. Dat we nicht uns den Schatz haben, diese Erde sammeln, aber dass unsere Gedanken immer im Himmel bei dir sind. Und dass wir alles, was die uns anvertrauen ist, dass wir das immer in dem Sinn aufwenden, dass die du kannst verherrlicht mit werden. Herr, ich weiß, dass die gibst das alle in Genot. Nicht, wenn wir uns das verdient haben. Aber Herr, mocht die direkt gebiet worden. Mocht dat, wo dat so sehr teilgeschloten ist, wo dat nicht, wo die Wort schienig wird mitteilen, wo die Wort so veracht wird. Mocht die auch du an der Arbeit sein. Und mocht dat du te doen, dat auch du so harten Weg werden. Dat das Licht, was wir hier sind in dieser Welt, dat das wieder ein Bruder schien wird. Und Herr, ich bete auch um Genot. Für die, was du krank sind, was du leiden tun. Und was in ihrer letzten Tag hier auf dieser Welt hier leben tun. Herr, musst du auch du so mit deinen Genot sein und dort nicht zulassen, dass sie ohne der Erfahrung hier wegsterben tun. Herr, musst du bei sein. Wir mit deinen Geist und mit viel Kraft wirken, das Paulus sagt. Wenn wir nicht der Rechte wird fängen, zu reden, dass wir so was mitmachen. Wenn wir irgendwo bloß nicht können, was anfangen, muss das dein Geist sein, was du mit viel Kraft schaffen, das in dir. Und dass die nicht euer musst in Haus nehmen. Euer die zu deinen Kindern gemerkt hast. Herr, wir wollten dort, das physische Leiden, es fängt schwer an zu sein. Aber ich weiß, dass das halb und dass das zum Guten für die, was die roten ist. Herr, ich bete auch, wenn wir hier wieder eine Gemeinschaft haben, dass die uns diesen Tag sehen. Dass wir machen was voll sein von dir und dass dort, dass unsere Gedanken dort oben bei dir sind und nicht hier so bei ihr. Mocht die das alle geben in Jesus' Namen. Amen.